Der 15. September war mir op der Roadshow umbel war. Da goufen allméiglech Autoen aus dem Motorsport präsentiert. An en anderem war auch den David Coulthard, ehemaligen Formel-1-Fahrer, mat dabei. Op diesem Event haben wir unzählige Rennsportswohner gesehen und Rennpiloten getroffen. Darin auch die zwei Hauserbrüder, die uns kurz erklärt haben, was eine Roadshow ist. Es ist kein Kurs mehr, das ist einfach ein Element für Publizität zu machen, sowohl für Lützeburg wie auch für den Motorsport. Und dafür fahren wir hier ganz relax, just für den Spaß zu präsentieren und für die Leute ein gutes Spektakel zu bieten. Das ist eben kein Kurs, das ist für sich zu präsentieren, aber das ist aber nicht, dass er eine Kompetition hat, wo er die anderen überholen, das ist einfach für ein Auto zu präsentieren. Und für auch nicht zu viel Risiko zu holen, einfach hier und drum zu fahren. Das Auto werde ich schon hören. Also mir vorher schon so, dass ich Comedy möchte. Dann haben wir auch ihre Papa begegnet, den Herr Hauser, und diese gefragt, wie groß die Spannung ist und wie sich auf so ein Event vorbereitet. Relax also nie, weil die Vorbereitung die ist genauso wie wenn ein richtig Kurs fährt. Das ist natürlich der Enjeu also ganz anders. Mit die Präparation die ist dynamisch, wenn einen Kurs fahren. Also hat der Heil oder selwicht, wie wenn der Gift selwicht auf einen Grand Prix oder so fahren? Mit den nämlich Equipment an Fahrer, die gehen noch mit der nämlich Implikation dran, dass sie konzentrieren sich auf ihren Job. Mit der Wichtige ist es für einfach dem Publikum den Auto zu weisen, und darum es geht. Es geht nicht darum, für sie zu fahren. Er hat für den einen Techniker von Rapul, den aus River bei euch kommt, hat die gefragt. Die wollte wissen, wie wir ein Auto nachstellen, und wir haben ihnen gesagt, wir gehen nicht drüber so. Nein, das ist nicht der Witz, weil ich eine Auer für die Luft zu müssen. Des Weiteren haben wir auch einen Pilot getroffen, der auf ein bisschen mehr eine Spezialart und Weise zum Rennsport kam. Das ist eine ganz lange Geschichte. Ich war schon ganz lange Autosport und ich habe als Mechaniker meine Lehre gemacht. Und da sind ich einfach irgendwie da gerutscht, weil da Piloten waren, die sie gefahren sind. Ich bin mal auf Kurse gegangen als Mechaniker. Und da bin ich ganz jung, ich mit 19 Jahren angefangen, Autosport zu machen. Und das ist schon etliche Jahre, wo ich das mache. Was das mir hier bringt, für einen kommt Eis überhaupt. Wir sind froh, weil nicht viel zu Lützeburg gemacht wird, wo wir als Material können weisen, und noch als Sponsor können wirklich weisen, was wir überhaupt machen. Auch die Spektateure waren begeistert von diesem Event. Ce roadshow, c'est vraiment très intéressant pour le public, puisqu'on approche de très près les voitures, les pilotes. Et donc pour nous qui sommes passionnés de véhicules automobiles, c'est une super journée. Donc vous êtes vraiment passionné du motosport? Je suis essentiellement passionné de Formule 1. Ma présence ici s'explique beaucoup par la présence de Red Bull, quoi, hein, donc par anciennement le pilote Philippe Coulthard qui est là, donc ça explique notre présence ici. Und haben sich auf David Coulthard gefreut, den als Stargast an diesem Event teilgeholt hat. Und mit Sebastian Vettel sein Formel 1 Auto gefahren ist. Leider ist dieses schon beim ersten Durchgang auf Flammen abgegangen. Mir Gott sei Dank ist nichts geschieht, wie das Pumpchen alles am Griff hatten und den Brand sehr unter Kontrolle hatten. Daraufhin haben wir sie gefragt, wie das so sehr möglich wäre und wie lange so eine Vorbereitung dauert. Ja, wir sind eben den Postkommando, ich bin hier am Eckstuhl, die geht uns eben Ansatz, Detailer, was man eben machen muss, wo man muss hingehen. Und dann eben mit der Strecke, das eben zu gucken, wie sehr wir da eben beikommen. Das heißt doch, wie die Leute eben auf der Strecke reagieren, die mehr beikommen. Und voilà. Organisationmäßig ist es aber ein gut 2-3 Wochen vor drauf, wo man das schon ein bisschen organisiert, wo wir uns hinsetzen und alles. Des Weiteren gab auch noch ein anderer Sportart präsentiert, nämlich die Supermoto, eine Form von Motocross. Die Fahrer haben uns weiteres über dieses Thema erklärt. Heute geht wie schon bekannt, dass der Motorsport ein bisschen präsentiert. Und du hast mir auch angeboten, Motorräder ein bisschen vorzustellen. Wir fahren hier Supermoto. Und das ist eine Variante von Motocross. Es geht aber auch um Asphalt gefahren und um Cross. Wir haben immer kein Cross-Teil, aber das ist immer schön für die Sportart zu weisen, und dass die Leute das dann auch kennenlernen. Dann, wenn der Cross wird oder wenn der zum Beispiel auf einer Straße wird, ist das war das im Prinzip mehr gefährlich oder wo kann mehr passieren? Also ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ich auf ein Circuit geht, wo kein Gegenverkehr ist, wo keine Passanten irgendwie engem an den Weg kommen, dass das auch immer die beste Möglichkeit ist, das Motorrad zu fahren. Außerdem haben wir den Herrn Linde getroffen und hier gefragt, was hier von dieser Veranstaltung hält. Das ist schon für dich mal eine Premiere zu Lützeburg. Das ist immer richtig. Ich war schon bei einem Event dabei, aber hier ist Lützeburg die erste Kehr. Und es hat mir Freude gemacht, wie der Jerry
den Organisator gesagt hat, da war sehr viel nicht an den invitiert. Das hat man Freude gemacht. Und dann, also doch so, für mal ein Kehr dem breiten Publikum, die nicht forcément beim Beiskurs gehen oder irgendwo hingehen, für denen einfach das für uns zu weisen, da so ein bisschen das, was schon noch immer abfeiern. Das ist auch das, was mir gefällt, dass die Leute so nur dabei sind. Man muss ein bisschen aufpassen, wie immer am Leben, ne? Aber das ist mein Ding, für das ich sehe. Das Roadshow ist wirklich sehenswert durch die große Unzahl an Autoren, die ihr könnt gesehen. Eine gute Ambiance und gut gelaunte Leute haben zu einem positiven Urteil beigetragen. Also können wir euch nicht mehr rekommandieren, auch ein Kehr Lunch zu lösen.